Hallo zusammen! Das Leben ist ein großartiges Geschenk von unserem Gott im Himmel. Unterwegs auf dem Lebensweg geht es manchmal steil bergauf und dann wieder so steil runter. Ja, es gibt Momente und Tage, da bin ich so richtig im Saft, ich fühle mich kraftvoll und in anderen Tagen schlapp und müde und ich weiß nicht warum. In den folgenden 8 Sendungen von Unterwegs mit Gott möchte ich dir zeigen, dass es lohnend wert ist, mit Gott unterwegs zu sein. Geld ist weder gut noch ist Geld schlecht. Geld ist eigentlich neutral, sachlich. Also Geld hat auch keine Seele oder Gefühle. Geld würde niemals sagen, oh, heute ist neblig, heute ist kalt, heute regnet es. Was für ein blöder Tag. Man kann sagen, Geld ist so ein Mittel zum Zweck. Man kann es auch so sagen, da wo ich mein Geld am meisten investiere, da gebe ich einer Sache Macht und auch eine Bedeutung. Aber Geld ist auch ein Herzenstest von unserem Gott im Himmel, wo Gott sagt, ich vertraue euch dieses Geld an in eure Hände und was ihr damit macht, zeigt eigentlich, für was lebt und steht euer Herzen. Von den 38 Gleichnissen, die Jesus verwendet im Neuen Testament, sind 16 davon in Bezug zu dem Geld. Und ich möchte eins davon vorlesen, in Matthäus Kapitel 6, Vers 21 steht, wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Mit anderen Worten sagt Jesus, da wo euer Geld ist, wo ihr das Geld investiert, da wird auch euer Herz sein. Und die Frage ist ein bisschen so, wie können wir geistlich reif werden, ist auch die Frage in den Finanzen, wie kann Gott in meinen Finanzen einen guten Einfluss haben. Ich möchte gerne 5 Prinzipien erklären anhand der 5 Finger, wie wir das Geld, das Gott uns anvertraut hat, auch göttlich einsetzen können. Zum Beispiel der Daumen gibt der Hand einen festen Griff, so eine Grundlage, ich kann so richtig zudrücken. Und der Daumen steht für das erste Prinzip, ich setze mein ganzes Vertrauen auf meinen Gott im Himmel. Und mein Geld ist die Frage, vertraue ich mir oder vertraue ich meinem Gott im Himmel? Schau, wenn Gott Himmel und Erde wunderbar kreiert hat, mit anderen Worten, dann wird bei Gott das Geld nie ausgehen, weil Gott gehört alles, Gott hat alles, Gott kann alles und Gott ist alles. Und die Frage beim Geld ist ein bisschen, vertraue ich diesem Gott im Himmel, dem alles gehört, oder vertraue ich auf meine Talente und auf meine Erfahrung? Zum Beispiel, Leute sagen, ich habe eine super gute Stelle und jeden Monat kommt das Geld frisch und fröhlich auf mein Bankkonto. Oder ich sage, ich habe coole Schwiegereltern und die haben ein Erbe, das kommt dann irgendwann. Oder ich bin talentiert oder ich habe eine Karriereleiter vor mir. Aber du weißt, die Welt ist nicht sicher. Du kannst schlagartig über Nacht deinen Job verlieren, deine Gesundheit und die Wirtschaft kann in sich zusammenbrechen. Und beim Geld gibt es einen Charaktertest. Vertraue ich meinem Gott im Himmel oder meinen Fähigkeiten? Das ist so das Schweizer Geld. Die Amerikaner haben Dollarnoten. Und da steht darauf, in God we trust. Und die Amerikaner sagen mit anderen Worten, wir vertrauen unserem Gott im Himmel. In der Bibel steht in Philipper Kapitel 4, Vers 19, aus seinem Reichtum wird euch Gott durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Mit anderen Worten, Gott kann alles, Gott ist alles und Gott gehört alles. Darum Daumen hoch und sag mit anderen Worten, ich vertraue meinem Gott im Himmel, in God we trust. Der zweite Finger, das ist der Zeigefinger, der schaut nach oben, mit anderen Worten, Achtung, Gott ist meine Nummer 1. Das zweite Prinzip ist, ich gebe das Beste für meinen Gott im Himmel.
Und jetzt achte mal auf unsere Gebete. Wir beten: Gott, segne meine Familie, meine Gesundheit, meine Kinder, meine Frau, meinen Mann, meinen Job. Immer das Mein. Und es ist nichts Falsches an dieser Art vom Gebet. Aber Gott hat auch einen Wunsch. Also wenn ich will, dass Gott das Beste gibt, lass es uns auch drehen. Lass uns das Beste geben für unseren Gott im Himmel. In Sprüche, Kapitel 3, Vers 9 bis 10, und ich möchte es vorlesen, aus der Bibel steht: Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Mit anderen Worten sagt hier die Bibel, wenn ich Gott in den Finanzen an erster Stelle stelle und Gott beginne, den 10% von meinem Geld zu geben, wird Gott auch für meine Bedürfnisse schauen. Meine Frau und ich haben ganz am Anfang in unserer Ehe uns entschieden, wir leben von einem Lohn und wir geben 10% in die Kirche. Dann hat meine Frau eines Tages gesagt: Jesus, schenke mir einen Job, wo ich weniger arbeite, plus 1000 Schweizer Franken mehr verdiene pro Monat. Mit anderen Worten sagte Jesus: Ich schaue für dein Prinzip und bitte schaue auch für meine Wünsche. 2 Monate später musste sie weniger arbeiten, plus bekam einen Job mit 1000 Schweizer Franken mehr Lohn. Jetzt sagen die einen: Wow, was für ein Zufall. Und ich sage, ich bin nicht überzeugt, das war ein Zufall. Ich glaube, wenn wir beginnen, das zu tun, was Gott auf dem Herzen ist, beginnt auf Gott, auf unsere Gefühle und Wünsche und Sehnsüchte ganz, ganz detailliert zu achten. Jetzt sagen die einen vielleicht: Ja, wieso kommt er genau auf diese 10% in meinen Finanzen? Ich möchte dir einen Bibeltext vorlesen, um dir einfach zu erklären, das sind nicht einfach Ideen, die ich irgendwo herausgeholt habe, sondern biblisch-theologisch auch begründet. In Malachi Kapitel 3, Vers 10 steht geschrieben: Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage nicht halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenken werde. Also dieser Bibeltext sagt ganz konkret, bei den Finanzen kannst du Gott prüfen, auf die Probe stellen. Jetzt stell dir mal das vor. Also Gott sagt mit anderen Worten, wenn du 100 Schweizer Franken verdienst, ist 10% 10 Schweizer Franken. Und Gott sagt: Stell mich auf die Probe, wenn du das beginnst zu machen, werde ich die Schleusen aufmachen vom Himmel. Mit anderen Worten, Gott wird große Wunder in unserem Leben vollbringen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wieso hat Gott nicht gesagt 9% oder 7,5% oder 13% oder 15%? Warum 10% weiß ich auch nicht, aber es ist ein Prinzip, wo Gott sagt, ich lege meine Hand in das Feuer und ich werde es unter Beweis stellen, dass das, was ich sage, auch erfüllen werde. Wenn ich beginne 10% zu zahlen, sage ich mit anderen Worten zu Gott: Ich danke dir für meine Vergangenheit. Du hast in meiner Vergangenheit wunderbar gesorgt. Gott, ich danke dir für meine Zukunft, dass du auch alle meine Wünsche und Sehnsüchte auch berücksichtigst. Aber ich danke dir für dieses Jetzt, die Gegenwart, dass alle meine Prioritäten du auch schauen wirst. Und du merkst, 10% zu zahlen ist ein Herzenstest. Vertraue ich und glaube ich effektiv, dass Gott meine Nummer 1 ist und das Beste ist, was ich überhaupt habe in meinem Leben. Natürlich 10% zu zahlen, das ist eine große Zahl. Ich habe angefangen mit 5 Schweizer Franken, habe gesagt, 5 Franken, ich lasse dich los. Und das war ganz, ganz schwierig, wo ich gemerkt habe, das loszulassen ist möglich. Dann habe ich angefangen mit 10 Schweizer Franken, dann 20, dann 100 Schweizer Franken und irgendwann habe ich angefangen 10% zu zahlen. Dann wurde es 11%, 12%, 13%, weil ich gemerkt habe, Leo, ich kann meinen Gott gar nicht überbieten. Jetzt kommt natürlich eine andere Frage. Ja, wohin gebe ich dann dieses Geld? Es gibt ja viele Leute in Not, Missionaren, Kirchen, Radio, TV, was auch immer, eine große Auswahl. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich zum Beispiel in den McDonald's gehe und ich bestelle mir da ein Big Mac Menü, dann esse ich das, die Fritten und natürlich auch den Big Mac.
wenn ich das dann alles gegessen habe, muss ich das auch bezahlen. Jetzt stell dir mal vor, ich gehe in McDonald's, bestelle, esse alles, gehe raus und bezahle dann im Burger King, weil vielleicht der Burger King hat mehr nötig. Dann sagt der Typ vom McDonald's, ey, cool warst du bei mir, aber das war das letzte Mal, weil ich habe dich gefüttert, ich habe gekocht, ich muss bezahlen für das Gebäude, nur weil der Burger King das mehr nötig hat, geht gar nicht. Und dieses Prinzip ist ein ganz, ganz logisches Prinzip. Wieso erkläre ich das? Mit anderen Worten, da wo du hingehst in deine Gemeinde, da braucht man Geld für die Mieten, für die Löhne, um Sachen zu kaufen. Es ist nichts gratis. Stell dir mal vor, du gehst in eine Kirche, du bekommst Lehre, Theologie, du singst, du betest Gott an, Bibelstudien, deine Kinder gehen in den Kinderexpress, was auch immer. Und du bezahlst dann dein Geld an Missionaren, die es nötiger haben. Wirst du genau das Gleiche machen wie bei McDonald's. Du nimmst die Kraft vom McDonald's weg. Mit anderen Worten, da wo du die Nahrung bekommst, natürlich geistlich gesprochen, fange auch an, deinen Zehnten zu zahlen. Und ich möchte dir ein ganz einfaches Prinzip erklären. Zahl 10% in deine Church und dann beginn noch da und da noch Sachen zu finanzieren. Über den Zehnten kannst du streuen, einsetzen, wo auch immer du willst. Aber 10% gehört in deine Kirche, wo du isst, trinkst und geistlich wunderbar genährt wirst. Schon als Teenager habe ich begonnen, 10% meines Einkommens in meine Kirche zu geben. Und das tue ich auch heute noch. Dafür gibt es für mich 3 gute Gründe. Erstens denke ich, dass Gott dieser Teil zusteht und er ihm mehr als verdient, da auch alles von ihm kommt. Zweitens gehe ich regelmäßig in meine Kirche und da bekomme ich viel, da kann ich auftanken, bekomme Inspiration für mein Leben, pflege Freundschaften und es ist für mich klar, dass ich auch etwas hineingebe. Ich vertraue auch, dass Gott da Menschen einsetzt, die dieses Geld sinnvoll verwalten und wir damit auch an seinem Reich bauen können. Und drittens habe ich in meinem Leben nie Mangel leiden müssen, es ging mir immer gut, ich hatte genug und das ermutigt mich auch über den Zehnten hinaus Menschen zu unterstützen oder Dinge, die mir am Herzen liegen oder die Gott mir ans Herz legt. Der nächste Finger, das ist der Mittelfinger. Ich weiß gar nicht, wie zeigen. Zack, da ist er. Der steht für Balance im Leben. Das dritte Prinzip heißt, ein Budget erstellen und auch ein Budget einhalten. Weil es kann sein, dass schon in Mitte des Monats all dein Geld weg ist und man weiß gar nicht, wohin ist dann mein Geld effektiv gegangen. Und die Bibel sagt Folgendes in Sprüche Kapitel 21, Vers 5. Gute Planung und harte Arbeit führt zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Mit anderen Worten, plötzlich ist all dein Geld weg. Und wie kann man Geld spenden, großzügig, wenn man nicht mal das Budget unter Kontrolle hält? Also, beim Budget ist es ganz, ganz einfach. Ich habe zum Beispiel da ein Budgetblatt mitgebracht. Man kann im Computer, gibt es Programme, Blätter, die man runterladen kann. Und beim Budget ist es ganz einfach. Man überlegt mal zuerst, wie viel Geld verdiene ich, wie viele Schulden habe ich, wie viel Geld spende ich und man füllt einfach mal alles ein, was man ausgibt. Und ich habe mit 18 Jahren zum ersten Mal ein Budget erstellt und ganz ehrlich, es brauchte schon ein bisschen eine Zeit, bis ich mich auch im Budget frei und wohl gefühlt habe. Ein Budget zu erstellen ist das eine, aber man muss auch einen Weg finden, wo du sagst, das passt genau zu mir und da fühle ich mich so richtig wohl. Aber je mehr man im Budget lebt, desto mehr weiß man ganz genau, wo kann ich Geld geben, mehr als den Zehnten und wo muss ich effektiv sparsam sein. Also wenn man sich plötzlich dem Budget so richtig frei fühlen kann, dann weiß man auch ganz genau, wo kann man zum Beispiel in den Urlaub hinfahren. Die ersten Jahre haben wir nie einen Ferienkatalog angeschaut, weil wir hatten kein Geld für den Ferienkatalog Urlaub. Also wir hatten nur Geld für ein Auto, das wir ausgeliehen haben, gratis von den Schwiegereltern und ein Zelt, das auch gratis gewesen ist. Wir haben jahrelang nur Campingurlaub gemacht, das heißt ja nur, es war ein super coole, genialen Urlaub beim Campieren. Wir hatten kein Geld, um zu fliegen. Amerika war nie ein Thema, die ersten 10 Jahre. Weißt du warum? Weil wir gewusst haben, in unserem Budget hat es keinen Platz für Amerika, es sei denn, Gott macht Wunder. Ein Budget zu erstellen ist ganz, ganz wichtig. Weißt du warum? Weil wir wussten immer, wir haben kein Geld für einen Urlaub mit dem Flieger oder All-You-Can-Eat-Hotel.
Also das Budget zu erstellen ist eine Sache, das Budget einzuhalten eine ganz, ganz andere Sache, ist manchmal auch sehr, sehr schwierig. Mit anderen Worten, wenn du zum Beispiel Schulden hast, musst du überlegen, mein Budget ist, wie viele Schulden habe ich? Und die zweite Frage ist, wie kann ich ganz diszipliniert anfangen, systematisch diese Schulden zurückzuzahlen? Denn solange du in Schulden bist, bist du gebunden wie ein Sklave und setze alles in deinem Leben dran. Also ich bitte dich, setze alles in deinem Leben daran, aus diesen Schulden mit der Hilfe von einem Budget und Disziplin und Gott wieder rauszukommen. Und wenn du das lernst, hast du eine Grundlage in deinem Leben, dass alles ist möglich. Freude, Frieden und Freiheit wird dein Leben neu beginnen zu definieren. Als junger Erwachsener habe ich durch einen unverantwortungsvollen Autokauf mich in Schulden gestürzt. Ich musste zuerst erkennen, dass ich ein finanzielles Problem habe. Dies konnte ich in unserer Kleingruppe austauschen. Mein Kleingruppenleiter hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir in unserer Kirche Budgetberater haben. Ich habe einen solchen aufgesucht, zusammen mit ihm ein Budget erstellt und dieses umgesetzt und eingehalten. Es waren schwierige Zeiten, aber mit Gottes Hilfe habe ich den Weg aus den Schulden geschafft. Heute, viele Jahre später, hat Gott aus meiner Schwäche eine Stärke gemacht und ich darf Unternehmungen und Organisationen in finanziellen Angelegenheiten als Unternehmensberater begleiten. Dazu gehört auch die Kirche, von welcher ich vor vielen Jahren Hilfe in Anspruch genommen habe. Der nächste Finger, das ist der Ringfinger. Mit anderen Worten, der Ehering ist eine Partnerschaft, wo ich zu Gott sage, du und ich in Bezug zu den Finanzen, wir sind eine ganz krasse Freundschaft, eine Partnerschaft. Und das vierte Prinzip steht dafür, ich tue so viel Gutes mit meinen Finanzen, wie ich nur tun kann. Schaut, John Wesley hat ein ganz, ganz großes Zitat gemacht, er hat gesagt, verdien so viel, wie du kannst. Zweitens, investiere so viel, wie du kannst. Und drittens, gib so viel, wie du überhaupt nur geben kannst. Ich sage den Leuten immer wieder, 10% ist eigentlich so der Anfang, wie so eine Grundausbildung, wie so der Anfang zu einer Frau zu werden, die ein Manager und auch eine Managerin Gottes ist. Ich weiß, nur schon 10% zu zahlen, also keine Angst, ist ein ganz großer Glaubensschritt. Aber es gibt Frauen und Männer, für die ist Schulden kein Thema, der Zehnten ist auch kein Thema, die verdienen so viel Geld und die kaufen sich die besten, die teuersten Autos, ist alles nicht falsch. Aber wie wäre es, du würdest dir jeden Monat die Frage stellen, Jesus, kann ich noch mehr Geld in dein Reich für deine Kirche investieren? Und das ist ein sehr, sehr mutiges Gebet. Weißt du, wie oft haben meine Frau und ich Jesus gefragt, Jesus, du weißt, wir zahlen 13%, aber kann es sein, Jesus, dass du willst, dass wir noch mehr Geld investieren in die Kirche? Wir haben Autos verkauft, wir haben das Moped verkauft, wir haben sehr oft all unser Bankkonto geleert und alles Geld in die Kirche reingeworfen. Mit anderen Worten, verdien, was du kannst, investier, was du kannst und gib so viel, wie du überhaupt nur geben kannst. Und das ist dann eine Partnerschaft, wo ich auch sage, Gott, meine Finanzen gehören dir und ich möchte alles investieren, was auch auf deinem Herzen ist. Das ist nochmals ein ganz neues Level vom Lifestyle umzugeben. Es kam einmal ein Geschäftsmann zu mir und sagte, Leo, du weißt, ich habe keine Zeit, um mitzuarbeiten. Ich fliege überall rundherum auf der ganzen Welt. Was kann ich tun? Ich habe gesagt, das ist ganz einfach. Du hast so viel Geld, mehr als alle anderen. Wie wäre es, du würdest beginnen, mehr Geld zu geben als alle anderen? Dann sagt er, cool, habe ich noch nie gehört. Von jetzt an, das werde ich tun. Es kann sein, dass Gott dir eine Gabe gegeben hat, so viel Geld zu verdienen, auch für ein gutes Auto, ein schönes Haus, alles kein Thema, aber damit du noch mehr investieren kannst als alle anderen in das Reich von Gott. Das nenne ich eben Partnerschaft, dieser Ring mit deinem Gott im Himmel. Ich bitte dich, tue Gutes mit dem Geld, das Gott dir anvertraut hat. Vielleicht hast du Menschen in deiner Nachbarschaft, die einfach deine Hilfe finanziell jetzt genau benötigen. Mach dein Portemonnaie auf, so viel du kannst und helf Menschen in Not. Ich kann dir eins sagen, du wirst du sehen, dass dich nie reicher fühlen wirst, als wenn du etwas beginnst zu geben. Sei ein Segen, denn auch du bist
gesegnet worden. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Dies kann ich nur bezeugen, denn die Möglichkeit, finanziell in Gottes Reich zu investieren, erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit. Gott überlässt uns 90% dessen, was ihm sowieso gehört. Daher erachte ich es als Privileg, zusätzlich zum 10. finanzielle Mittel bereitzustellen, um Menschen und Projekte zu unterstützen, damit seine Botschaft alle Menschen erreicht. Der letzte Finger, das ist der kleine Finger, das ist so das Zünglein an der Waage. Er steht für Freude. Ich habe Freude an dem Geld, das ich habe. Das 5. Prinzip steht, freue dich an dem, das Gott dir anvertraut hat. In der Bibel steht geschrieben in Prediger Kapitel 6, Vers 9, und ich möchte es lesen. Sei zufrieden mit dem, was du hast, und verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergeblich, als wolltest du den Wind einfangen. Mit anderen Worten sagt die Bibel, egal wie viel Geld du verdienst, natürlich darfst du beten, Gott, gib mir einen besseren Job, lass mich mehr verdienen. Das ist alles nicht die Frage, aber am Ende, egal wie viel Geld wir verdienen, das wird niemals unsere Freude definieren. Man hat arme Leute gefragt, man hat so Leute gefragt, so in der Mittelschicht, auch sehr reiche Leute, wie viel Geld müsstest du verdienen, damit du wirklich in deiner Seele, in deinem Geist, deinem Körper, in allem, was du hast, wirklich zufrieden wärst. Weißt du, was die Antwort gewesen ist? Von arm zum Mittelstand bis zu ganz reichen Leuten, das gleiche Wort durch alle 3 Stände. Bloß ein bisschen mehr. Und dieser Satz ist so treffend für unser Leben. Du kannst wenig verdienen, du kannst viel verdienen, aber die Freude definiert, dass ich sage, egal was Gott mir anvertraut hat, ich mache ein Budget, ich beginne zu spenden, vielleicht sogar noch mehr als 10%, und mit dem Rest, was ich noch habe, beginne ich einfach glücklich und auch dankbar zu sein. In meinem Leben bin ich aufgewachsen in einer ganz einfachen und schlichten Familie. Meine Eltern hatten nicht viel Geld. Meine Mutter hat immer gesagt, schau Leo, wir gehören nicht zu den reichen Leuten, wir haben nicht viel Geld, aber eines kann ich dir sagen, Freude und Glück und Familie hat nichts mit Geld zu tun. Meine Mutter hat gesagt, Leo, wir können wandern gehen, es ist gratis. Wir können Fahrrad fahren gehen, ist auch gratis. Lasst uns Dinge zusammen machen, das uns Freude und Begeisterung gibt, ohne Geld in die Hände zu nehmen. Und ich habe als ganz kleines Kind gelernt, Geld ist zwar cool, auch nicht unwichtig, aber ich möchte nicht mein Herz an das Geld hängen, sondern meine Freude, erstens, denk zurück, ist bei meinem Gott im Himmel, der immer da ist, der immer schaut und sorgt für mein Leben. Und dann habe ich mein Leben, meine Freunde, meine Frau, die Kinder, die Church, die Umgebung und alles, was Gott mir anvertraut hat, möchte ich einfach sagen, ich habe genug und ich genieße den Moment, der mir mein Gott geschenkt hat. Du merkst, Geld ist nicht gut, nicht schlecht, es ist neutral, es hat kein Gefühl und keine Seele. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass nicht das Geld dich bestimmt, sondern dreh es rundherum, wir beginnen über das Geld zu bestimmen.